Hallo Bami, Hoi äh, Katrin. ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem heutigen Interview. Wir haben wieder ein Interview auf Schweizerdeutsch für unsere Schweizerdeutsch-Community, für die Leute, die Schweizerdeutsch lernen. Du hast auch einmal Schweizerdeutsch lernen. Das ist schon ein bisschen lang her. Du Mhm. bist du bist in der Schweiz aufgewachsen, aber deine Eltern sind aus Sri Lanka, ja. Könntest du uns so ein bisschen über dein Leben erzählen und über dich erzählen? Könntest du dich ein bisschen vorstellen? Gern. Hoi Katrin, hallo zusammen. Ja, ich heiße Bami, äh, bin da in der Schweiz auf die Welt gekommen. Meine Eltern sind ursprünglich aus Sri Lanka und sie sind in den 1989, 90 geflüchtet und sind schlussendlich da in der Schweiz gelandet. Und ich bin dann im 96 auf die Welt gekommen. Äh, Seitdem ja, habe ich eigentlich grundsätzlich bin ich in Zürich gewesen, und genau genommen in Bülach. Ich sehe mich auch gerne als Bülacher, weil ich schlussendlich eben auch in die Schule bin und auch da die Lehre gemacht habe. Das ist eigentlich eine Ausbildung, die man da in der Schweiz macht. Und das habe ich genau genommen bei einer Bank gemacht, eine regionale Bank. Und Also du hast das KV gemacht, richtig, die richtig. kaufmännische Lehre. Ich Mhm. habe eine kaufmännische Lehre gemacht Mhm. bei einer Regionalbank da in Bülach. Und schlussendlich, ja, da habe ich meine Freunde, da habe ich meine Kollegen und bin eigentlich schlussendlich jetzt dann in ein Studium gegangen und äh, arbeite momentan in einer Wirtschaftsprüfungsfirma. Also ich bin ein bisschen hin und her und schlussendlich der Fokus ist dann schon in den kaufmännischen Bereich. Mhm. Was, ja. Gut, und was für Sprachen redest Ich rede Tamilisch, das ist eben das, was ich von meinen Eltern gelernt habe. Sonst eben Deutsch, Schweizerdeutsch, ein bisschen Französisch, weil wir müssen da ja in der Schweiz und auch in deutschsprachiger Region ab der 5. Klasse Französisch lernen. Und dann ab der 7. haben wir dann Englisch gehabt. Und das habe ich dann auch vertieft, wo ich auf Australien bin für 7 Monate und habe dort das noch in einer Schule vertieft und haben mir auch in diesem Bereich ein Diplom geholt. Ja, das sind Hast du eigentlich dann die sieben ersten. Monate lang eine Schule gemacht oder Ich bist du bin noch schlussendlich gereist oder dort, hast du sonst noch etwas gemacht? ich bin schlussendlich, ja, die meiste Zeit bin ich in der Schule gewesen, aber auch nebenbei bin ich dann nachher auch reisen, vor allem die Ostküste entlang. Ich bin der meiste Zeit in Brisbane gewesen und bin einmal gegen Uhr auf Cairns, Whitsunday Islands habe ich besucht, auf einem Katamaran, das ist so eine Art Boot. Darauf habe ich 2, 3 Tage geschlafen und einmal dann Richtung Süden, auf Byron Bay, schlussendlich auch Sydney. Und das ist auch eine mega Erfahrung gewesen, weil ich sehr viele verschiedene Leute kennengelernt habe. Ja, also es muss sehr abenteuerlich gewesen sein, ja. Extrem. Ja, das ist schön in der Jugend, wenn man so unbeschwert kann reisen und eben andere Welten entdecken. Das ist ja so, Mhm. eben, man hat im jüngeren Alter eben weniger Verpflichtungen, wo man muss Genau. nachkommen. Und da Mhm. kann man eher noch so etwas machen. Ja, das ist wunderbar. Ähm, und was ist eigentlich deine erste Sprache oder die du am besten kannst? Ist das Tamilisch oder äh, ist das Schweizerdeutsch? Es wäre schon Schweizerdeutsch. Ja. Weil im Tamilisch, da kann ich
halt Umgangssprache, halt, wie man halt miteinander redet. Halt mit meinen Eltern rede ich schon Tamilisch, aber auch Tamilisch ist sehr, hat sich auch sehr verändert durch die Kolonisierung von den Engländern. Das heißt, man hat da recht viele englische Wörter drin. Auch ich oder wir daheim benutzen auch deutsche Wörter dazu, was dann dazu kommt, dass wirklich die Schriftsprache von Tamilisch, das kann ich nicht so gut oder weniger gut, aber ich könnte mich sehr gut kommunizieren, falls ich in Sri Lanka wäre. Und Schweizerdeutsch ist halt doch das, was ich am meisten brauche, seit ich geboren bin und auch schlussendlich am besten kann. Ja, und die Schule war alles auf Schweizerdeutsch gewesen. Also das merke ich bei meinen Kindern auch, wenn sie von der Schule heimkommen, besonders dann nachher, ist die Sprache von der Schule ist ihnen so ganz im Kopf, es steckt ihnen tief inne und dann müssen sie immer so ein bisschen umschalten, um wieder zurückzukommen. Extrem, ja. Schweizerdeutsch. Was noch witzig ist, bei uns im Deutschunterricht haben wir Hochdeutsch gehabt. Mhm. Und die meisten haben auch einmal Mühe gehabt mit dem Hochdeutsch, oder? Weil eben, wir reden dann Schweizerdeutsch und dann müssen wir auf Hochdeutsch wechseln in der Primarschule. Mhm. Und da haben wir auch schon, wir haben Mühe einmal mit Hochdeutsch in der Schule. Also nicht nur Ausländer, sondern Schweizer auch. Also wir Schweizer müssen zuerst lernen, so ein bisschen Hochdeutsch reden. Also auch beim Aufsatzschreiben oder so wird immer korrigiert. Nein, auf Hochdeutsch musst du es ein bisschen anders sagen. Genau. Mhm. Genau. Ja. Ja. Ist es für dich schwierig gewesen in der deutschsprachigen Schule? Ja, jein. Ich würde schon sagen, dass ich zu den eher schwächeren Schülern gehört habe, weil ich eher eine Veranlagung habe zu mathematischen Fächern. Was sie halt da bei uns auch angeboten haben in der Schule ist, man hat so wie eine Förderklasse gehabt. Das heisst, die Schüler, die ein bisschen schwächer sind im Deutsch, sind ausgesondert worden in einer kleineren Gruppe und hat man dann halt zusätzlich Deutsch beigebracht. Das ist halt bei mir in den ersten 3 Klassen bin ich halt in einer separaten Förderklasse gewesen. Und eben ab der 4. Klasse bin ich dann eben ganz normal mit den anderen mit. Aber eben, wenn ich jetzt überlege über die ganze Schulzeit durch, ich habe schon ein bisschen mehr Mühe gehabt mit Aufsätzen. Aber dafür habe ich halt Grammatik sehr gut im Griff gehabt. Weil du Grammatik gelernt hast und die anderen haben es vielleicht mehr einfach gekannt, weil sie das immer gebraucht haben. Richtig. Und du hast es bewusster gelernt. Richtig. Ja, genau. Und du bist jetzt auch Schweizer Bürger, also du hast den Schweizer Pass bekommen. Fühlst du dich auch als Schweizer? Das ist eine Frage, die ich mich eigentlich noch oft stelle. Ich sage gern, dass ich Zürcher bin, dass ich Bülacher bin, weil wir haben in der Schweiz 26 Kantone und ich denke, je nach Kanton hat man da andere Seiten und ich sehe mich als Zürcher oder als Bülacher, weil ich halt unsere, ich sage jetzt mal, Traditionen von Zürich jetzt einfach kenne. Und sonst sage ich gerne immer globale Bürger. Weil ich eben halt auch 7 Monate schon in Australien gelebt habe, ein Jahr in den USA, Freunde von überall auf dieser Welt habe und eigentlich von allen Kulturen ein bisschen lernen kann und das Beste kann für mich nehmen, wenn man das so erklärt. Ja. Und eben vom familiären Hintergrund ist noch der tamilische Hintergrund. Ja, dann, aber
ist es für dich schwieriger, irgendwie eine Zugehörigkeit zu finden, oder findest du es eben schön, dass du eben ein bisschen über die Grenzen von der Schweiz raus Mensch bist, also nicht nur definiert durch Schweizer sein oder so? Ich würde sagen, eben, wenn man im Ausland ist, merkt man umso stärker, dass man Schweizer ist, oder? Und das heisst, wenn man jetzt andere Schweizer kennenlernt, findet man schnell einmal Gemeinsamkeiten. Und ja, da sehe ich persönlich in mir mehr Merkmal von einem Schweizer, dann jetzt von jemandem aus Sri Lanka. Und es kommt halt vor allem darum, halt, wo ich aufgewachsen bin, schlussendlich. Ja. Ja, das habe ich deine Frage jetzt eigentlich beantwortet. Jetzt gerade ein bisschen. Ja, aber es ist auch eine Bereicherung, eben den Zugang zu haben zu anderen Kulturen, oder? Richtig. Aber meinst du jetzt nur jetzt in der Schweiz, dass man den Zugang hat zu anderen Kulturen oder generell durchs Reisen? Nein, weil und du gesagt hast, du bist ein Weltenbürger, oder? Manchmal Richtig. gibt es vielleicht auch Leute, die dann nie richtig daheim sind. In der Schweiz sind es die Ausländer, weil sie so anders aussehen. Ja, Daheim vom Herkunftsland gehören sie auch nicht wirklich dazu. okay. Ist Ja. das negativ für dich? Also, dass du so nicht das Zugehörigkeitsgefühl hast? Ja, Oder ist das positiv, weil du eben verschiedene Kulturen kennst und und Leute aus verschiedenen Kulturen, und das ist eine Bereicherung? ja, okay, jetzt habe ich deine Frage eher verstanden. Es ist auch wieder so eine Frage, die ich mich immer wieder stelle. Äh, Ich glaube, es ist schlussendlich eine Einstellungssache. Und für mich ist es eher eine Bereicherung, obwohl ich es nicht quantifizieren kann, was jetzt eher ist, ob ich mich eher fremd fühle oder eher als eine Bereicherung sehe. Aber ich habe auch schon einmal gesagt, als auf den Spaß, man ist ein ewiger Ausländer, egal wo man auf der Welt ist, man ist irgendwo durch fremd. Jedoch, eben, ich habe dann meine Zugehörigkeit einfach in Zürich gefunden. In Zürich und Bülach, weil da eigentlich der grösste Teil von meinem Netzwerk ist, mit Familie, Freunden. Wegen dem habe ich doch eine Zugehörigkeit. Wenn ich in einen anderen Kanton gehe und sage, ich bin Zürcher, das wird auch so angesehen. Ja, der Dialekt stimmt. Richtig, ja. Ja, das wird akzeptiert. Genau, und dann bist du auch in die Armee gegangen, wo du 20 warst, sehr wahrscheinlich. Willst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie das war in der Armee? Ja, es ist eine sehr interessante Erfahrung gewesen. Es hat eben wie alles im Leben seine Vor- und Nachteile. Aber eben mir ist es wichtig, verschiedene Lebenserfahrungen zu sammeln. Und auch das ist sicher ein wichtiger Bestandteil von meinem Leben. Das ist, was mir als allererstes aufgefallen ist, nach 2 Tagen in unserer Kaserne, ist, dass alle anderen Rekruten von den anderen Kantonen auch zusammen sind. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt nicht so viele Leute kennt von anderen Kantonen, so jetzt in der Schweiz. Und ja, man hat dann über unterschiedliche Sachen aus ihrem Leben können teilen. Sei es, dass man mit einem Bauer zusammen eben in der Kaserne war oder jemand, der eigentlich eben, es hat auch jemanden gehabt, der eigentlich im Ausland aufgewachsen ist, aber erst seit 2 Jahren wieder zurück in der Schweiz wohnt. Auch die Art von Schweizer in dem Sinn habe ich kennenlernen, wo eben einen grossen Teil im Ausland gelebt hat. Und durch das eben fühlt man sich auch schlussendlich ein bisschen verbundener mit der Schweiz, finde ich, wenn man in der Armee war. Man sagt, wenn man in der Armee war, kann man überall in der Schweiz rumkommen
wenn man irgendwo jemanden kennenlernt, der ein Militär war, findet man da 100 Gemeinsamkeiten, weil man überall eigentlich ähnliche Geschichten erlebt hat während der Rekrutenschule. Also das heisst, die Armee schweisst die Schweizer zusammen, so? Ja, ich würde sagen ja. Weil eben die meisten, wenn es eben auch vom Ausland, wo halt keinen Zwang haben, ins Militär zu gehen, haben eben das Bild vom Militär, dass es eigentlich immer um Krieg geht oder eben, dass man da eben mit Kampfjets fliegt und angreift. Ich habe jetzt im Militär mitbekommen, dass man das Militär braucht für Katastrophensituationen. Und das kann auch sein, dass es eine Überschwemmung gibt, dass es jetzt auch eben eine Corona-Situation, die wir momentan haben. Und auch da ist ein Bataillon, Spitalbataillon nennt man das, glaube ich, ist ausgerückt und hat zusätzliche Betten zur Verfügung gestellt und Zelte aufgebaut für die Spitäler. Und ich denke, ja, es ist wichtig, dass der Staat gewisse Ressourcen hat oder eben Soldaten in dem Sinn hat, wo kann brauchen, wenn man irgendwo da in der Schweiz eine Katastrophe erleben und sofort bereit sind, unterstützen, wenn das muss sein. Also die Armee hat auch eine wichtige soziale Funktion, oder? Wunderbar. Wenn Ja, einfach plötzlich Not am Mann ist, dann nachher kann man schnell und organisiert helfen. Genau, das wird jährlich immer wieder geplant, oder? Man muss immer jährlich für irgendwie 5, 6 Jahre immer wieder in WKs, sagt man dann, Wiederholungskurse besuchen, damit, falls ein Notfall würde antreffen, dass alle sofort bereit sind. Genau. Und du hast auch daheim ein Gewehr und Munition und die nötigsten Sachen im Keller irgendwo. Richtig. Also ich has ja eben noch gehabt. Jetzt seit letzten Monat habe ich mich jetzt sogar zum Zivildienst gewechselt. Das ist wieder ein anderer Bereich, eben die Leute, die nicht möchten, etwas mit dem Militär zu tun haben, können freiwillig als Zivildienst machen. Ich habe da auch einerseits gewechselt wegen der Lebenserfahrung, weil man kann dann auch in Spitälern unterstützen oder bei Schulen oder sonstige soziale Institute, also auch bei NGOs etc. Das ist auch etwas, was vom Bund zur Verfügung gestellt wird. Ja, also und in der Armee bist du auch Experte für Kommunikation, unter anderem, ja. Hast du uns vielleicht Tipps zu der Kommunikation, auf was dass man besonders muss achten oder so? Ja, ich denke, das Wichtigste oder was man kann eigentlich immer machen, ist Fragen stellen und gut zuhören. Und wenn man sich etwas nicht sicher ist, ja, eben nochmal ganz genau klarstellen und wiederholen, das, was der Gegenüber gesagt hat. Um sich eine Bestätigung zu holen, ob man es richtig verstanden hat. Ja. Ja, so kann man schon viel Missverständnis vorbeugen, ja. Genau. Zwei Missverständnisse entstehen ja vor allem, dass man ja eine falsche Annahme macht. Und falsche Annahmen entstehen, dass man eben vielleicht schnell agiert, schnell eine Annahme trifft, anstatt eben wirklich klarzustellen, ob man es richtig verstanden hat. Ja, so, oder interpretiert, voreilig das irgendwie interpretiert. Richtig. Man vergisst immer, dass, klar, die meisten Leute begründen das anhand von vergangenen Erfahrungen, die sie gemacht haben, in ähnlichen Situationen. Aber man muss, auch wenn man schon x Jahre Erfahrungen gehabt hat mit verschiedensten Leuten, eigentlich jede Person
ich sage jetzt mal, offen begegnen und anschauen, dass jede Kommunikation eigentlich eine ganz neue Kommunikation kann sein. Mhm. Ja, was für Fehler machen wir sonst noch in der Kommunikation? Ähm, eben die wichtigste, also eben der am häufigsten kommt, ist eben die schnelle Interpretationen. Sonst, Mimik und Gestik ist etwas, wo immer falsch verstanden wird. Man denkt immer an Kommunikation, dass alles verbal ist. Aber je nachdem, in was für eine Tonlage man redet oder nur schon die Augenbrauen hochzieht oder wegschaut, signalisiert man andere Informationen. Und das ist, denke ich mal, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Oder wenn man so die Augen verdreht, so, Klassiker, ja, genau, genau. Das sagt schon ganze, das spricht schon ganze Band, ja. Mhm. Ja, und ich denke, wenn man auf eben kulturellen Ebenen anschaut, das haben wir eben auch angeschaut, dass in gewissen Nationen oder Kulturen, man schaut sich viel strenger in die Augen, man ist auch viel direkter. Und in anderen Kulturen hat man auch zum Teil viele monotonere Stimmen. Das heißt, man kann nicht mal aus der Stimmlage wirklich merken, okay, ist die Person jetzt hässig oder weniger, weil es ist nicht angesehen, Emotionen zu zeigen. Ja, da denkt man so ein bisschen an asiatische Kultur oder so vielleicht. Richtig, genau. Dass dort eben nicht angebracht ist, Emotionen sofort zu zeigen und eben, das sind alles so kleine eben, Nuancen, wo eben mit Kommunikation kann entstehen. Dass auch wenn Oder es kommt mir gerade in den Sinn, dass jemand mir gesagt hat, dass er in Frankreich viel mit muslimischen Frauen oder muslimischen Frauen auf der Straße ist begegnet, aber auch Augenkontakt ist nie möglich gewesen, oder? Genau. Also sie dürfen vielleicht nicht einmal mit den Augen schauen. Und dabei meinen es eben auch nicht das Böse oder so. Oder eben die einen denken dann, eben die Person will man nicht in die Augen schauen, weil eben die Person vielleicht hässig auf einem ist oder eben sie ignoriert mich, oder? Ignoriert mich, genau. Also das ist das, was ich würde als erstes denken, wenn mein Bruder mich wieder mal ignoriert, weil ich etwas vielleicht Falsches gemacht habe. Aber das ist jetzt nicht bei jeder Person genau gleich. Genau. Also siehst du auch andere, also du hast noch von Schwierigkeiten, die von kulturellen Unterschieden herkommen? Ich habe eben sonst noch es gibt 3 Arten eben. Eins ist auch von der Erfahrung her, ich habe einen japanischen Roommate gehabt, also einen Mitbewohner in einer WG. Und wenn man mit ihm kommuniziert, macht man immer eine gewisse Pause zwischen unseren Gesprächen, könnte man so sagen. Das heisst, also ich rede, oder bla 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 bla. Dann gibt es einfach so mal eine 3-sekundige Pause. Und dann redet er wieder. Und wenn er fertig geredet hat, habe ich auch müssen wie 3 Sekunden warten und dann reden. Klar, eher europäisch ist es, wenn die eine Person aufhört zu reden, fängt die andere wieder an. Aber ich habe wie gemerkt, wie er am ganz am Anfang wie ein bisschen zurückgezuckt ist. Weil ich gerade angefangen habe zu reden, sobald er fertig war. Wiederum bei den Südamerikanern habe ich die Erfahrung gemacht, während ich noch am Reden war oder fast fertig war, haben sie schon wieder angefangen zu antworten und ich bin gar noch nicht fertig mit dem Satz. Bevor sie wieder fertig waren, ist ein anderer Südamerikaner hat schon wieder angefangen zu reden. Es war viel schnelleres Gespräch gewesen. Und eben, man hat schneller Annahmen getroffen, wie der Satz für enden.
Und ich denke eben, je nach Kultur kann das jetzt vielleicht als eine Beleidigung angesehen werden, eben bei dem Dreinreden, sagen wir bei uns, oder, was vielleicht eben nicht so höflich ist, oder nein, definitiv nicht höflich ist, wenn man bei dem Dreinreden. Und ja, bei den Japanern ist es so, man wartet wie noch 3 Sekunden, man verdaut zuerst noch das, was man gehört hat. Aus Respekt, mal auch verstehen, okay, habe ich ihn jetzt wirklich gut richtig verstanden. Das klingt eigentlich noch sinnvoll, oder? Noch gut. Finde ich auch. Ich finde, das macht wirklich Sinn. Also, dass man mal eben kurz wirklich eine Sekunde Pause macht, wirklich kurz überlegt. Eben, ich lache darüber, weil ich mir das nicht so gewohnt bin. Von da. Aber es macht wirklich Sinn. Eben, wir haben über das bitte besprochen. Ein langes Gespräch mit dem Japaner. Aber das ist generell die japanische Kultur. Also so. Sehr, sehr rücksichtsvoll gegenüber Mitmenschen. Also man denkt immer an die andere Person. Einfach ein random Fact, eben ich glaube, der Walkman ist auch in Japan erfunden worden, weil eine Person wollte Musik hören draussen in der U-Bahn, aber er hat nicht laut Musik hören, weil das ja die anderen stören würde. Und wegen dem hat er dann eben die Walkmans erfunden, damit er das in Ruhe kann hören, ohne irgendetwas zu stören. Das waren noch Zeiten von den Walkman. Mit den Kassetten und so. Wirklich, ja. Ja. Genau. Und man sagt ja, eigentlich die Schweizer sind eher direkte Leute. Also sie tun Sachen ansprechen oder kritisieren auch. Sie haben nicht so Angst vor dem. Wie direkt kann man am Arbeitsplatz dem Chef gegenüber sein? Ich denke, man kann direkt sein. Wichtig ist, in der Schweiz benutzt man immer gerne das Wort bilateral. Und, nicht nur für Politik. Ja, genau. Es gibt nur. Und was ich mit dem sagen will, ist, solange man unter 4 Augen ist, kann man wirklich schon relativ stark direkt miteinander und offen und ehrlich reden. Und ich sage jetzt nicht, dass es ist schon weniger angebracht, wenn auch noch irgendwie 6, 7 Mitarbeiter da stehen, dass man unangenehme Sachen direkt anspricht. Ja, sonst könnte er das Gesicht verlieren, oder? Vor den anderen Mitarbeitern. Richtig. Und ich denke, ja, auf dem Niveau kann man relativ direkt reden. Ich denke auch, nicht überall, aber in vielen Orten hat der Chef versucht schon auf gleicher Augenhöhe zu sein wie die Mitarbeiter, oder wirklich auch ein bisschen persönliche, auch Du-Kultur wird jetzt immer mehr und mehr ein Thema, da jetzt in den verschiedensten Firmen. Aber ich denke, es gibt auch noch eben mehr traditionelle Firmen, wo man immer noch der Chef sieht. Also Mitarbeiter untereinander sind per Du, aber der Chef tut man sitzen. Genau. Ich denke, das kommt auch vom Englischen her. Bei Englisch ist man immer, sagt man you, oder? Und dann nachher ist man sich plötzlich, kommt es einem nicht mehr so komisch vor, wenn man dann den anderen auf Deutsch halt auch du sagt. Also genau. Ich denke, es ist schon viel mehr als früher. Denke ich eben auch. Dass man einander duzt. Da stimme ich dir zu. Das ist eben die Amerikanisierung von Europa, wenn ich das sagen darf. Ja, der Einfluss. Ja, aber das ist gar nicht mal so schlecht. Also, ich denke, man kann gleich respektvoll miteinander reden, auch wenn man einander duzt. Also es ist nicht ein Zeichen von, dass man den anderen nicht respektiert, oder? Ich finde das auch. Ich finde es fast schon besser für die Chefs, weil eben, wenn man eine gewisse Distanz hat, getrauen sich gewisse Mitarbeiter nicht, gewisse Probleme zu sagen, wo sie zutreffen, oder Herausforderungen.
Und wenn es ein bisschen eben mehr Du-Kultur hat, dann sind die Mitarbeiter eher noch bereit, ja, offener miteinander zu reden und auch sagen, hey, ich habe da ein Problem, ich habe da eine Herausforderung, kannst du mir da bitte helfen? Oder gibt es bei deiner Firma zum Beispiel auch so eine Ansprechperson, die du kannst ansprechen im Vertrauen und wenn du Probleme hast oder so und nicht willst, direkt zum Chef gehen mit dem, aber und auch willst anonym bleiben vielleicht, ja, Genau, dass es ja, so eine Ansprechperson gibt. wir haben da jemanden, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, es gibt einfach so ein Office, ich glaube Integrity Officer oder irgendwie. Wenn etwas Unangenehmes passiert am Arbeitsplatz, wo sich vielleicht nicht gehört, wo man vielleicht irgendwie erfahren hat, dass jemand eben etwas Kriminelles gemacht hat und man weiß jetzt nicht, wie man mit der Information machen soll, dass man da eben anonym sich bei jemandem kann melden. Ja, da gibt's auch mehr und mehr Das ist auch noch Stellen. gut, also gut für Transparenz und eben, dass man Missstände kann aufheben, oder? Nicht, weil das, Genau. alle Angst haben, irgendetwas zu sagen und dann nachher nichts gemacht wird. Ja, sonst ja, aber wenn man es für sich behalten, irgendwann platzt, also das lang bleibt das nicht gut. Ja, apropos Ehrlichkeit oder so. Ich habe einmal mit einer Holländerin geredet, und sie hat das Gefühl gehabt, die Schweizer Angestellten sind sehr angenehm, sie sind nicht mal so kritisch. Also sie hat das Gefühl gehabt, die holländischen Angestellten sind viel kritischer, ja, viel unangenehmere Mitarbeiter, weil sie, das ist nicht gut und das ist nicht gut und das ist nicht gut. Und also sie hat eigentlich gefunden, dass die Schweizer noch recht angenehm sind. Kritisch heisst, habe ich das jetzt richtig verstanden, einfach, dass man so den Chef hinterfragt und okay. Vielleicht Ja, so, ja. ja. Ja, ich weiß es eben nicht, wie es bei Oder den vielleicht anderen Firmen ist, aber es sind hat, die Schweizer zufriedener. Einfach, ja, oder schneller mal zufrieden. Weiß nicht. ich denke, meine Überlegung ist schon so ähnlich. Ich glaube, die Leute tun auch gerne Arbeit erledigen, das ist irgendwie wichtig, man übernimmt gerne Verantwortung und ja, sieht, dass man so einen Beitrag kann leisten kann, das heisst, man bekommt eine Aufgabe über und fokussiert sich mehr auf die Aufgabe selber, dann den Kontext. Ich denke, wenn man weiß, dass das Kontext, also wie die Arbeitsbedingungen etc. in einer anderen Abteilung viel, viel besser wäre. Ich denke, da würden sich gewisse Mitarbeiter dann wehren. Jedoch, wenn das sowieso über die ganze Branche gleich ist, sind die Leute schnell einmal zufrieden. Ich denke, es ist immer eine Relationssache bei uns. Vielleicht, ja, wenn man sich mit anderen vergleicht. Genau. Und dann haben wir noch zu der Kommunikation so, was kann man machen, wenn man merkt, dass der andere einem nicht zulässt? Also was kann man denn machen? Wie kann man so ein bisschen quasi Aufmerksamkeit erregen, oder? Ich denke, es kommt zwei Situationen von jemandem, der nicht zulässt. Die eine Person schwafelt die ganze Zeit, wenn ich das so darf sagen. Es redet und redet und redet und hört nicht auf, oder? Man kommt nicht mehr zu Wort. In dieser Situation kann einerseits, man kann schon warten. Und sobald sie dann wirklich alles gesagt hat, was sie hat wollen sagen, auch offen und ehrlich sagen, hey, ich kann gerne bei bestimmten Punkten etwas dazu sagen, aber ich habe es leider nicht geschafft, dich zu unterbrechen. Ich kann auch nicht unhöflich sein, oder? Man sagt offen und ehrlich, man will auch nicht unhöflich sein. Kannst du mir bitte sagen, wie ich dich einmal kann zum richtigen Moment unterbrechen? Ich glaube, die meisten Leute, wenn man ihnen das offen und ehrlich so erklärt, haben meistens ist das eine Herausforderung, die sie schon kennen.
schon mit Ja. anderen Menschen. Ja. Und dann sind sie erst recht da offen, oder? Und dann sagen sie, ja, kannst du mir nächstes Mal einfach auf die Schulter klopfen. Dann weiss ich gerade, du möchtest wirklich etwas sagen und du schaffst es nicht, oder? Oder Und, vielleicht so ein Timeout-Zeichen. oder ein Timeout-Zeichen, genau. Ja, und die anderen, die nicht zulassen, ja, man redet mit jemandem und es geht durch die eine Ohren rein und die andere Ohren raus, so nicht zulassen. Da ist auch wieder die offene Kommunikation wichtig. Vielleicht ist die Person irgendwo anders mit den Gedanken, weil sie in einer Stresssituation ist, vielleicht beim Arbeitgeber, sonst irgendwie vielleicht privat, geht es jemandem nicht gut und ist gerade am Überlegen, was die Problematik ist. Und auch da wieder offen und ehrlich fragen, hey, bist du irgendwo in den Gedanken? Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Weil ich habe jetzt schon mehrmals versucht, mit dir ein Gespräch zu starten, aber du nimmst das nicht so auf. Ist alles okay? Und dann eben fängt wieder ein Gespräch an, oder? Und dann kann man mit solchen offenen Fragen herausfinden, was Problematik ist oder was die Herausforderung ist. Genau. Oder eben auch den Augenkontakt suchen und mal vielleicht auch nachfragen, so, was hast du jetzt verstanden? Oder so, was, Ja, genau. Kannst du mir wiederholen, was ich gesagt habe? Genau, oder was machst du jetzt konkret mit dieser Information? Genau. Ja, gewisse fühlen sich dann ein bisschen angegriffen, wenn man sie so fragt. Ja, ich habe doch zugelassen, was hast du das Gefühl? Meinst du, ich habe nicht zugelassen oder so? Und ich sage, nein, ich habe einfach gesehen, du hast den Augenkontakt kurz gehabt, wegen dem, das ist mir unangenehm, ich bin mir gewohnt, Augenkontakt zu behalten mit jemandem. Ja. Es ist alles schlussendlich eben offene Fragen und Klarstellung von der Situation. Und also du kennst viele Leute aus verschiedenen Kulturen, hat es auch schon lustige Situationen oder Missverständnisse gegeben, weil man aus diesen verschiedenen Kulturen ist und zuerst einander vielleicht nicht versteht, oder? Ja, ich denke, ich kann da auch eine Geschichte, also ich weiß jetzt nicht, ob das genau kulturell bedingt ist, aber meine Mami, sie redet immer sehr indirekt, wenn ich das so darf sagen. Ich habe das so klein auf nie bemerkt, aber irgendwann, ich glaube mit 20 oder so, ist mir aufgefallen, dass meine Mami etwas indirekt anfordert von mir. Zum Beispiel, wenn die Fenster offen sind oder zum kurz lüften, irgendwann wird es so kalt in der Wohnung und sie sagt nicht, Mami, mach bitte die Fenster zu. Sie läuft einfach nebenbei vorbei und sagt dann irgendwie, Pamela, meinst du nicht, dass es langsam kalt ist? Und mein Hirn hat das automatisch, also eben, über die Jahre, habe ich dann gerade verstanden, ja, Mami, ich mach die Fenster zu. Und es gibt eben ganz viele so ähnliche Situationen, wo meine Mami anstatt direkt Problematik anzusprechen, erstmal indirekt irgendwie fragt, oder wenn ich irgendwie ein bisschen gestresst wirke, kommt sie nicht zu mir und sagt, Pamela, ist alles okay mit dir, oder hast du ein Problem oder hast du eine Herausforderung, wo ich dir helfen kann? Sondern eher so indirekt, ja, wie war dein Tag gewesen? Hast du irgendetwas erlebt, wo es stressig war? Oh nein, nicht mal das. Sie sagt nicht mal stressig. Hast du irgendetwas Außergewöhnliches erlebt? Sie bleibt immer noch neutral. Als würde sie gar nicht bemerkt haben, dass ich irgendwie gestresst bin oder irgendetwas Unangenehmes erlebt habe. Und das ist einmal noch faszinierend, eben, wie man auch anders gewisse Informationen kann holen kann. Ohne direkt etwas anzusprechen. Und eben, was dann halt Missverständnis war, ist, ich habe es dann irgendwann einfach unangenehm gefunden. Ich habe gefunden, Mami, wieso kommst du mir so indirekt? Verheimlichst du mir irgendetwas? Versuchst du mir da Fragen rauszuholen, um das
irgendwie anders für deine Situation zu brauchen, anstatt direkt mich anzusprechen. Weil eben, ich bin mir gewohnt, wenn mir jemand nicht direkt mit mir kommuniziert, bedeutet das für mich einmal, die Person verheimlicht mir etwas. Mhm. Und ja, das ist es nicht. Es ist einfach eine andere Art von Kommunikation, ja. Genau. Und was sind deine Ziele für die nähere Zukunft? So? Ziel. Ziel, ich habe, wenn ich jetzt mal so überlege, ich bin immer noch in der Schule. Ich tue ja, neben dem Job noch Wirtschaftsprüferprüfungen absolvieren. Ich muss mich da ausbilden und jährlich die Prüfungen machen. Das ist eben halt noch ein aktuelles Thema. Das ist auch mal geschäftlich, privat, ja, weiterhin schauen, dass man gesund bleibt und da dazu eben schaue ich immer ein bisschen, was ich da von ernährungstechnisch kann Neues integrieren in meinem Alltag. Also ich schaue immer wieder mal nach, was so andere nährhafte Sätze gibt. Und auch ein bisschen sportliche Sachen, Aktivitäten, die ich jetzt neu suche, mehr so im Teamsportmäßig. Ob vielleicht in einem Fußballverein wieder anschliessen oder doch eher Tennis, wo ich natürlich Zweite mit jemandem spielen kann. Auch mit einem Kollegen das anfangen. Ja, ich habe ein bisschen viele Ideen, ich habe keine konkreten Ziele, sagen wir es mal so. Mhm. Und ja, ich versuche einfach das Leben zu leben, wenn ich das so darf sagen. Ja, verschiedene Lebenserfahrungen sammeln, das ist so mein Ziel. Ja, und du hast vor Corona hast gesagt, du hast auch so Partys organisiert oder Events oder so. In der Freizeit, ja, kannst du dir das auch weiterhin vorstellen? Jein. Eben, das ist wieder etwas gewesen, was ich letzten Sommer gemacht habe und auch, ich sage jetzt mal, Grundbausteine aufgebaut habe mit meinen Kollegen. Ich habe es auch mittlerweile, ich habe es gesehen, ich habe es ausprobiert haben, eben, es war auch eine Lebenserfahrung gewesen. Und bin auch aus dieser Gruppe austreten. Rein aus dem Grund, eben, wir haben jetzt da ein bisschen etwas aufgebaut, basistechnisch, die anderen führen es jetzt weiter und ich möchte jetzt wieder etwas Neues ausprobieren. Ich bin immer wieder, ich probiere immer gerne wieder Neues aus und baue gerne Sachen auf und dann geht es schon wieder weiter. Ja. Ja. Schön. Und was ist dein Lebensmotto? Mein Lebensmotto ist ja, das Leben, sage ich immer wieder, was eigentlich bedeutet, ich möchte gerne die unterschiedlichsten Lebenserfahrungen sammeln und ja, das Beste machen auf dem Tag und schöne Erinnerungen sammeln mit meiner Familie und Freunden. Ja. Und auch vielleicht das Schöne in den kleinen Sachen sehen, oder? Definitiv. Eben jeden Tag in den Blumen, die jetzt im Frühling wieder wachsen, oder Schnee, was es vielleicht noch gibt, oder so. Ja, extrem. So, eben, ganz alltägliche Sachen. Da stimme ich dir vollkommen zu. Das macht es aus. Mhm. Also nicht auf die grossen Sachen warten, die irgendwie auch ein paar Jahre einmal passieren und dann ist es irgendwie ein mega Event, sondern einfach jeden Tag voll leben. Genau. Nur schon das Essen. Ich bin ein grosser Fan vom Essen. Ich esse gerne. Mhm. Und, Also bist du ein Geniesser? Wie bitte? Bist du ein Geniesser? Definitiv. Und kochen tust du auch? Nein, ich wohne ja noch bei den Eltern daheim. Ich koche immer wieder mal gerne mit meiner Mom zusammen. Aber ich bin noch nicht so gut wie sie. Also ich dann gerne immer wieder. Mache ich meine Spaghetti oder irgendwie Teigwaren machen, das ist für mich, ja, das ist jetzt noch nicht ein grosser Skill. Das ist einfach ein bisschen in heißes Wasser tun und aufkochen.
sondern wirklich irgendwelche speziellen Currys machen und 3, 4 verschiedene Gerichte haben. Da muss man auch verschiedenste Gewürze dann kombinieren. Und das muss man dann auch richtig abmessen oder einfach ein gutes Gefühl haben dafür. Und ich denke, das ist schwierig und das möchte ich noch lernen, aber ich kann es noch nicht perfekt. Also ich habe es schon ein paar Mal versucht. Ja, das ist irgendwie, das muss man immer ein bisschen ausprobieren, ja. Genau. Ein Gespür dafür entwickeln. Genau, mal schneidet man ein bisschen gross, mit grossen Stückchen und mal ein bisschen kleinere Stückchen. Und und dann, Genau. das schmeckt dann schon unterschiedlich, ob es jetzt mal ein bisschen gross geschnitten ist oder klein geschnitten. Und das sind eben schlussendlich die kleinen Sachen, wo man Freude daran hat. Genau. Ja, dann merci vielmals für das Interview, für deine Offenheit und das, was du auch geteilt hast mit uns. Und ich danke dir ganz herzlich. Ich glaube, Leute, die dich suchen würden, die würden dich finden auf LinkedIn. Es gibt nur ein Bamilanz Zürich. Ja, genau. Ja. Gangster, ich bin gerne in dem Interview dabei gewesen. Und dann, super, dass du da bist und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Katrin. Mach's gut. Tschüss, schönen Abend. Schönen Abend.